Hallo. Procreate und Wasserfarben freistellen oder Aquarell. Alles, was irgendwie so durchsichtig ist, wie man das freistellt. Ähm, Ich habe da hier solche Bildler da. Ich habe da mal googelt und da auf YouTube geschaut, how to remove paper background und transparent PNG. Auf Deutsch findet man sowieso nichts Gescheites. Und die machen das alle relativ kompliziert. Ähm, Ich gehe mal nach Procreate und hier ist, das ist jetzt so eine Musterleinwand mit Wasserfarben. Hier ist der Papierhintergrund und im einfachsten Fall ist es so, dass man seine Wasserfarbe als eigenen Layer hat. Das Problem ist bloß, dass das Ganze durchsichtig ist. Also man sieht hier, man sieht durch die Wasserfarben durch. Ähm, also ich zeige jetzt mal diese einfache Variante. Und zwar wenn die Wasserfarbe auf einem Layer ist, wie jetzt hier, kann man mit 3 Fingern wischen, das einmal kopieren und eine neue Ebene machen. Naja, was erzähle ich da? Im Endeffekt kann man es einfach duplizieren. Und danach macht man da ein Alpha-Log drauf. Und jetzt nimmt man pures Schwarz zum Beispiel und sagt Ebene füllen. Jetzt sieht man hier, das ist nicht komplett schwarz. Und um diese Durchsichtigkeit wegzubringen, dupliziert man einfach diese Ebene und dann kann man probieren, ob man mit diesen Blend-Modes noch mehr Schwarz herbringt. Farbig nachbelichten ist immer gut. Und das macht man jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, bis das Ding da komplett schwarz ist. Bis sie nichts mehr tut. Und dann nimmt man die Finger und klippt diese ganze Sache zusammen. Und jetzt kann man diesen Alpha-Log wegmachen. Und jetzt geht es darum, jetzt schaltet man praktisch das alles hier zusammen mit diesem Papierhintergrund und geht auf den Schraubenschlüssel, hinzufügen, Leinwand kopieren und wischt mit 3 Fingern runter und fügt es wieder ein. Und jetzt hat man auf einer Ebene diesen Papiereffekt und halt alles, also die ganze Leinwand. Und jetzt geht man auf diesen schwarz gemachten, auf diese schwarz gemachte Ebene und sagt auswählen, wechselt zurück auf diese kopierte Leinwand, wischt mit 3 Fingern runter und sagt duplizieren. Und jetzt hat man, ich mache alles weg, jetzt hat man diese Wasserfarben hier ausgeschnitten, ohne einmal mit einem Pencil irgendwas zu malen. Wenn manche Ränder noch ein wenig zu scharf sind, kann man auf der Ebene die Auswahl nehmen, automatische Auswahl, und in diese Auswahl kann man diese Flächen hier auswählen. Das geht auch noch schneller, indem dass man sagt hier auswählen und dann die ganze Sache umkehrt. Und jetzt kann man über weiche Kanten mit, 2% diese Kanten noch glätten. Und jetzt, wenn man mit 3 Fingern wischt, kann man das noch ausschneiden. Also dann werden diese Kanten noch feiner. Nun gut, das ist die einfache Variante.
Okay, das kann man jetzt alles rausschmeißen. Und hier ist es so ein Musterbild, wo natürlich alles schon auf einer Ebene ist. Und um das wegzukriegen, nur die Wasserfarben auszuschneiden, muss man einen Zwischenschritt machen. Ich dupliziere mir jetzt das Bild einmal als Backup. Und zwar nutzt man dazu einmal diese Zauberstab, Farbton, Sättigung und die ganze Sache. Man dreht jetzt einmal, man kann die Helligkeit hochdrehen und versucht diese Farben über diese Regler relativ knallig zu machen. Ich drehe mal die Sättigung runter, dass alles schwarz-weiß ist und regel das da so her, dass die Wasserfarben relativ knallig sind. Dann kann man das so lassen und dann geht man wieder in diesen Zauberstab und ändert die Kurven. Und zwar zieht man jetzt den Gamma-Wert, diesen einen rüber und den unteren in die andere Richtung, bis die Ebenen knallschwarz sind. Und das kann man jetzt anwenden. Und jetzt geht man raus. Und jetzt ist natürlich, jetzt muss man über die Auswahl gehen, automatische Auswahl. Und jetzt kann man diese Flächen, ich lösche die Auswahl mal nochmal und gehe mit diesem Grenzwert ganz auf 0 und wähle mir jetzt meine relativ einfach zu packenden Flächen raus, weil die jetzt rabenschwarz sind. Und wenn ich drüber hinauskomme, dann gehe ich halt einen Schritt zurück. Und diese Auswahl, erstens einmal kann ich sichern und laden. Und mit dieser Auswahl gehe ich jetzt auf die untere Ebene und dupliziere mir das. Und voilà, ist die Sache ausgeschnitten. Gleiches Spiel wieder, wenn man sagt, man möchte diese Ränder noch ein wenig feiner haben, geht man auf Auswahl, kehrt diese Auswahl um, geht auf die weichen Kanten und geht auf 2%, 2-3%, wischt mit 3 Fingern runter und schneidet diese noch aus. Somit hat man auch schwierige Sachen relativ schnell ausgeschnitten. So viel zum Wasserfarben oder Aquarell oder sonstige Farben ausschneiden. Und man braucht kein einziges Mal einen Pinsel und irgendwas nachbürsten oder irgendwas. Okay, es gibt natürlich noch mehr, wo man es noch genauer machen kann. Aber das ist viel zu aufwendig zu erklären. Alles klar, viel Spaß beim Malen. Ciao.